hat es drauf. Also ihr dürft das brauchen und so viel ihr wollt und bis einfach zu einer bestimmten Zeit. Und dann empfing Adam Worte für seinen Herrn, von seinem Herrn, so vergab er ihm. Allah ist der Allvergebende, der Allgnädige. Adam a.s. hat einen Fehler begangen, ist zu dem Fehler gestanden, hat nicht versucht, sich rauszureden. Und als Belohnung kann man eigentlich sagen, hat Allah Ta'ala ihm Worte gelehrt. Und zwar neue Worte, die er vorher noch nicht gesagt hat. Und das sind die Worte, wie man Taufe macht, also wie man Allah Ta'ala um Vergebung bittet. Und wichtig ist, Allah hat ihm das beigebracht, aber Adam a.s. hat sie auch gesagt. Also nicht nur Allah Ta'ala gesagt, Adam, sag doch das und dann vergebe ich dir, sondern er hat gesagt, mach, und Adam hat es gemacht. Und dadurch vergab er ihm. Also durch das Aussprechen von den Worten, die Adam a.s. gelernt hat, ist ihm vergeben worden. Das heisst, die Sünde, die grosse Sünde, die er im Paradies gemacht hat, das in dem Garten gemacht hat, ist ihm vergeben worden und er ist nachher einer der Bewohner vom Jannah geworden. Jetzt auch schon schneller, weil die Zeit auch es ist nein, ja. Wir sagten, steigt davon allesamt ab. Wenn euch von mir Rechtleitung erreicht, so wird es um diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, weder Angst geben, noch werden sie traurig sein. Diejenigen, die sich widersetzen und das von mir hinabgesandte ableugnen, diese sind die Bewohner des Feuers, darin bleiben sie für ewig. Also Allah Ta'ala gibt den Menschen hier den Auftrag, also jetzt sind wir auf der Welt für eine bestimmte Zeit. Du hast Verbrauchsgut, das könnt ihr brauchen, ihr könnt Spass haben, ihr könnt Freude haben, ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr wollt, aber sucht nach Rechtleitung. Und wenn ihr sie findet, also wenn ihr mal irgendeiner kommt und sagt, du, ich bringe euch Rechtleitung vom Schöpfer, dann folgt ihm. Und wenn ihr ihm folgt, dann habt ihr keine Angst mehr und ihr werdet dann nicht mehr traurig sein. Wieso sind sie traurig? Sie sind natürlich traurig, weil sie nicht mehr im Jannah sind. Und Angst haben sie, dass sie nicht mehr eventuell nicht mehr zurück können. Aber wenn man die Rechtleitung, die man von Allah bekommt, wenn man sie sieht und sie hört und sie annimmt, dann wird man von jeder Angst und von jeder Traurigkeit befreit. Und das gilt auch für uns heute. Jetzt könnte man aber sagen, wenn das stimmt, dann dürften die Muslime nie traurig sein und wir dürfen nie Angst haben. Und doch haben wir wahrscheinlich alle von irgendetwas Angst, ob das jetzt eine Prüfung ist, ob das jetzt, ich weiß auch nicht, ein Unwetter ist, ein Unfall, oder alle haben von irgendetwas Angst. Und traurig sind wir manchmal auch für die Sachen, die auf der Welt passieren, oder weil man vielleicht eine Prüfung nicht bestanden hat, oder weil wir nicht genau das machen können, was wir machen wollen. Aber sind wir dann kein Muslim, oder was ist denn da gemeint? Also das ist natürlich nicht absolut gemeint, dass man gar keine Angst hat, sondern die Meinung ist die, dass man in der Angst und in der Traurigkeit nicht verloren geht. Das heisst, dass man nie ein Maß von Traurigkeit erreicht, wo man nicht mehr daraus herausfindet. Dass man nie ein Maß von Angst bekommt, wo man nicht mehr daraus herausfindet. Also das Wort Hoffnungslosigkeit gibt es für den Muslim nicht. Er hat immer Hoffnung. Es kann schon sein, dass man Angst hat, aber die Angst wird dann auch wieder weggehen. Allah nimmt ihm die Angst auch wieder weg oder tut sie relativieren. Es kann schon sein, dass man nachher Angst hat. Man soll ja auch Angst haben. Also, es gibt ja den Begriff Ehrfurcht, das ist auch eine Art von Angst. Aber gemeint ist, dass man in dieser Angst und in dieser Traurigkeit nicht verloren geht. Und das tut Allah versprechen, wenn man der Rechtleitung folgt. Weil als Muslim man das auch nicht haben muss, wenn man ja bewusst ist, dass Allah da ist und einen bewacht und beschützt. Und eben uns Recht leitet, also uns sagt und angibt, wie wir uns verhalten sollen oder welches Verhalten uns wohin bringt. Also wenn wir dem folgen, dann müssen wir ja auch die Ängste eigentlich gar nicht haben, weil wir wissen, am Ende wird alles gut, weil Allah Ta'ala für uns nur das Beste will. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. Danke euch fürs Zuhören. Bitte bereit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الفاتحة مع الصلوات.